Sehr geehrte Freunde aus Deutschland, ganz liebe Grüße aus Ptuj, Slowenien. Wir wollen Ihnen heute einen Maler und seine Werke vorstellen, die unsere Regionen historisch näher zusammenbringen. Jan Oeltjen wurde 1880 in Jaderberg bei Oldenburg geboren. Nach seiner Ausbildung und Studium in Berlin, München und Rom heiratete er Elsa Kasimir aus einer bekannten Ptujer Künstlerfamilie. Die historische Stadt von Ptuj und seine Umgebung, reich mit Weingütern, hat ihn so überzeugt, dass er hier geblieben ist. Mit uns ist heute die Urenkelin von Jan Oeltjen, Frau Martina Mermann-Schmidt. Martina, was hat auch dich überzeugt, um nach Ptuj umzuziehen? Ich komme schon seit 15 Jahren nach Ptuj und bin die erste Zeit immer nur wenige Tage hier gewesen, um unser altes Weingut wieder herzustellen, was wir dann zurückbekommen haben, wo Jan Oeltjen praktisch früher seinen Wein auch gemacht hat. Und wo die ganzen schönen Bilder entstanden sind mit den typischen Bergen aus der Region, die in allen Gemälden auftauchen und wo ich mich sehr wohl fühle. Am Anfang habe ich gedacht, oh, jetzt gehe ich ein paar Tage nur, und dann war das Gefühl irgendwie immer stärker, dass ich gemerkt habe, so, wenn ich zu Hause in Deutschland war, ich muss da wieder hin. Und dann bin ich immer lieber hergefahren und habe dann vor 2 Jahren ungefähr fast 3 Monate hier verbracht. Und dann habe ich sogar beschlossen, meinen Wohnsitz in Deutschland nach Slowenien zu wechseln, habe mir eine Wohnung hier gesucht und wohne jetzt hier und lebe in der Stadt und bin sehr glücklich hier. Und als ich vor einigen Jahren meinen schriftlichen Nachlass, ich habe sehr viele Dokumente, Briefe und viele persönliche Dinge aus dem Leben der Familie Oeltjen und Kasimir, habe ich viele Dinge dem Städtischen Archiv, wo wir uns gerade befinden, zur Verfügung gestellt und habe auch viele Wochen mit dem Kurator der Ausstellung zusammengearbeitet, und wir haben sehr viele Dinge herausgefunden und sind immer noch dabei, viele spannende Dinge zu entdecken, die sich auf die Familie und auch auf die Region und die befreundeten Familien auch aus der Stadt Ptuj beziehen. Mit dem Organisator der Ausstellung, Herrn Dejan Sadravic, habe ich viel Zeit, wie gesagt, verbracht, und er hat aus diesen ganzen Dokumenten, die ich dem Archiv geschenkt habe, eine wunderbare Ausstellung zusammengestellt, die man hier überall in den Gängen noch bewundern kann. Was ich noch zu Ptuj sagen möchte, ich fühle mich sehr wohl in der Stadt, es sind sehr freundliche Menschen, man kann wunderbar essen gehen, man hat schöne Hotels, in denen ich ja auch in sämtlichen Hotels hier früher schon gelebt habe, bis ich mir die eigene Wohnung genommen habe. Und ich habe das Gefühl, dass ich sehr gut in der Stadt aufgenommen worden bin. Ich muss sagen, kulturell findet immer etwas statt. Jedes Mal, wenn ich herkomme, oder jetzt bin ich ja immer da, gibt es ein Festival oder eine Ausstellung oder irgendwelche anderen Aktivitäten in der Stadt, dass es nie langweilig wird. Und so treffe ich auch immer viele Leute, die ich schon hier kenne, und habe das Gefühl, dass ich hier ganz gut aufgehoben bin und freue mich, ein Teil dieser Gemeinschaft in Ptuj zu sein. Im historischen Archiv von Ptuj und im Landesmuseum Ptuj-Ormož befinden sich heute viele personale Dokumente und Briefe sowie etliche originale Werke des berühmten Malers. Von Zeichnungen, Aquarellen, Grafiken, Fotos, Ölgemälde und so weiter. Jan Oeltjen ist auf jeden Fall einer der bekanntesten Maler des 20. Jahrhunderts auf dem Gebiet der heutigen Slowenien. Und deswegen herzlich willkommen nach Ptuj.